Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Darksiders. Ja, da habe ich schon länger irgendwie nochmal gekauft, wie so viele Spiele in Steam und haben mir gedacht, ja, okay, spielst du irgendwann nochmal, ist gut, wenn es Aktion ist, kauf das nochmal. Ja, und jetzt spiele ich es mit euch zusammen. Mal schauen, was ich da erwartet. Ich weiß, dass es Hack and Slay ist, aber mehr auch nicht. So. Ich gehe kurz in die Optionen. Ja, es war jetzt komisch gewesen. Ich bin kurz in den Optionen gewesen und habe es auf 1920p gestellt und es ist abgestürzt. Naja, wir nehmen mal wie immer normalen Schwierigkeitsgrad. Ich tue eigentlich immer normalen Schwierigkeitsgrad nehmen. Für Let's Plays habe ich immer sogar mal X. Ah, super. Ich weiß nicht, wo X ist. Ich habe einen PlayStation 3 Controller, wie ihr wisst. Und ich weiß nie, wo meine Tasten sind, wenn ich auf Xbox spiele. Seit Naja. Anbeginn der Zeit befinden sich die Armeen von Himmel und Hölle in einem endlosen Krieg. Von diesem Konflikt wurde der Feurige Rat angezogen, eine Entität, die durch uralte Gesetze gebunden war, Ordnung und Gleichgewicht zu erhalten. Jede Macht, die nicht in Schach gehalten wurde, war eine Bedrohung für die Materie des Universums. Mit der Zeit begannen Himmel und Hölle den Rat und seine Gesetze in Ehren zu halten, denn niemand konnte sich den schrecklichen Vollstreckern des Rates widersetzen. Sie waren als furchterregende Bruderschaft mit dem Namen die Vier Reiter bekannt. Aus den Tumulten erwuchsen die ersten Menschen. Der Rat sagte vorher, dass sie schwache, aber gerissene Kreaturen seien, die einmal für das Gleichgewicht wichtig wären. Ein drittes Königreich wurde benannt. Das Reich der Menschheit. Auf Befehl des Rates wurde ein Pakt zwischen Himmel und Hölle geschmiedet. Dieser große Pakt wurde durch 7 Siegel verschlossen, die zur rechten Zeit gebrochen werden sollten, nämlich wenn das Reich der Menschheit bereit für den Endkrieg sei. Eine Schlacht, die das Gleichgewicht wiederherstellen und das Schicksal der 3 Reiche bestimmen würde.
Da ist aber jemand wütend. Okay, wir können schlagen. X, das ist scheinbar X. Ja. Wir sind da jetzt mit in einer Schlacht über, über die Erde. Was auch immer das für ein Endkampf soll sein. Wir sind ja noch nicht sehr bereit als Menschheit, wie es aussieht. Muss ich den Typ nicht noch besiegen, oder? Ah nein, vielleicht sollte ich einfach mal da... Ja... Schauen, dass ich die da hier ein bisschen zu Schaschlik-Spießen verarbeiten. Und tot. Ach ja, ist das schön. Ups. Bist du... Ja, der ist tot. So, was machst du jetzt, Big Boy? Ja, okay. Oh, wow. Was? Ich weiß doch nicht, wer da ist. Ah, so ist er, okay. Wow, Alter. Okay, nice. Stirb. Sofort. Kann ich da auch irgendwie andere Kombos machen? Du bist schon tot. Okay. Kann ich irgendwie eine Leiste? Und danke, dass ihr mir den Weg frei macht. Wir sind ja wie Reifeisen. Reifeisen machen den Weg frei. Okay. Yeah, mich kann alles in die Luft jagen. Oh. Wow. Krieg ist hier. Ja. Ah, Moment, das bin ich. Stimmt. Der Typ da heißt Krieg. Wenn ihr vielleicht wisst, falls ihr die Serie kennt, habe ich irgendwie eine Leiste, wo mir sagt, wie lange ich in dieser Form kann bleiben. Zu dem Moment. Sorry, du lebst noch. Wieso? Ich würde dich ja gerne kaputt schlagen, aber ich lade dich mal. Du bist ein nettes kleines Menschli. Wir haben hier einen Punkt auf unserer Karte. Ich denke mal, wir laufen einfach mal da durch. Wieso kommen die Dämonen, das sind ja offensichtlich Dämonen, genau wie der Typ dort hinten, wo aussieht wie ein halber Friedhof. Wieso kommen die von oben? Also ich meine wirklich, wieso kommen Dämonen von oben? Und wieso kreist du plötzlich um? Kann ich auf dich drauf? Kann ich nicht. Hey Engel. Sind sie besiegt schon vorbei oder? Wow, Alter. Ja, dann muss ich euch wohl auch zu Schaschlik verarbeiten, wie es aussieht, hä? Kann ich irgendwie, also kann ich mich ausrichten, oder was ist da? Also die Steuerung ist schon noch ein bisschen mysteriös, finde ich. Der Friedhof hat auch was gegen mich. Alle sind gegen mich, oder bin ich gegen alle? Das ist eine gute Frage. Oh Gott, das tönt sehr gut. Oh Gott. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach gerade alle meine Fähigkeiten verloren. Irgendwas ist dort oben weggegangen und ich weiß nicht wieso. Naja. Wir können nochmal schauen, was der Typ da noch für uns hat. Kann ich mich irgendwie schnell fortbewegen? Da ist doch irgendwo ein Dash gewesen. Dash. Okay. Aua. Ja, bleib du dort stehen, würde ich auch. Super Idee. Leute, da... Ja, schießt auf seine Füße. Was läuft mit dir? Das ist ein riesiges Vieh. Was muss ich da eigentlich machen? Aua. Wow. Ich würde gerne meine Feinde sehen, danke. Vielleicht kann ich sie so besser anvisiert halten. Ich kenne mich eben mit dieser Steuerung wirklich nicht aus. Wow. Zack. Aber ich habe auch schon flüssigeres Kampfsystem gesehen. Muss ich... nice. Und die Optionen in dem Spiel sind übrigens auch nicht so toll. Habe ich jetzt die beiden so mal kackstückelt. Komm schon da. Einmal. Nice. Das ist ja richtig übel, wenn ich dem seine Flügel da abhacke. Und das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Dings. Ein Prototype. Was mich daran erinnert, dass ich das vielleicht auch mal... Ah, okay. Was mich daran erinnert, dass ich das vielleicht auch mal wieder die fertig spielen noch. Und irgendwann, versprich's. Stirb! Aber im Moment habe ich eher so Lust auf so weniger... Naja, weniger Story-heavy Spiele wie das da hier. Das ist ja nicht so wirklich... naja, es ist ein Hack and Slay. Also da kann man jetzt nicht so viel erwarten, oder?
Außer halt Slay und Hack. Schön, das ist sicher New York. Wieso eigentlich immer Amerika? Ich meine, es ist nicht schade drum. Das stimmt schon. Aber, oh. Ciao Engel. Aber wieso findet so Zeug immer nur in Amerika statt? Was? Okay. Oh, ich bin so ein Big Boss, yeah. Was habe ich eigentlich dort für ein komisches Spielzeug-Jürli an meinem Arm? Ja, lauf da bitte in die Richtung. Dankeschön. Die Händchen müssen ja irgendwas Metall sein, das nicht leitet, sonst hätte ich jetzt einfach einen Stromschlag bekommen. Und schon wieder. Seht ihr da, meine ich? Hauptsache mein Rückweg ist versperrt. Kann ich dich töten? Nein, kann ich nicht. Wieso nicht? Naja, gehen wir mal da weiter. Okay, wo bin ich da? Ah Gott, die Steuerung ist so komisch. Oh Gott, und jetzt muss ich auch noch so kämpfen. Okay, stirb. Dankeschön. RB. Ah, ist das der RB? Ich hoffe mal, das ist RB. Das müsste fast RB sein, ja. Nein, ich kenne mich halt eben wirklich nicht mit Xbox Controller Steuerungen aus, weil Xbox ist für mich einfach ein No-Go. Aber ja, da kann jeder handeln, wenn er will. Stirb mal da. Dankeschön. Oh, nice. Also die Finish Moves sind ja schon geil, der andere ist glaube ich auch tot. Wie will ich eigentlich als einzelner Typ die ganze Horde da aufhalten? Ich meine, ich kann sie ja schon alle platt machen, aber... Okay. Wir sind ziemlich schwach gewesen. Okay. Das ist ungewohnt gewesen. Stirb. Dankeschön. Und du stirbst. Au. Dankeschön. Kommt da noch mehr? Sicher kommen da noch mehr. Es kommen immer mehr. Jedes Mal, wenn man muss fragen, ob noch mehr kommen noch mehr. Irgendwas habe ich noch sagen. Ich weiß aber nicht was. Abgesehen davon, dass halt eben immer nur Amerika drunter kommt. Was ja eigentlich wirklich was Gutes ist. Aber ja. Dass all die Menschen jetzt immer rumstehen, wenn irgendwelche riesige Monster vom Himmel fallen. Das ist auch, ja. Es ist halt eben Amerika. Das geht eben. Das ist wahrscheinlich genau darum. Das geht gar nicht in einem anderen Land. In einem anderen Land würden die Leute, in der Schweiz, hallo, die Leute würden einfach, die würden abhauen. Die würden sich denken, ah ja, tun wir mal die Polizei anrufen oder Armee oder so, kann ich echt da ab. Will ich das überhaupt? Ich glaube nicht, hä. Okay, das sieht aber auch geil aus. Ciao, Helikopter. Gut gemacht, Fledermausmann. Batman. Ja, aber in der Schweiz geht das gar nicht. Ja, okay, doch, wir haben auch ziemlich viele dumme Leute. Es gibt überall dumme Leute. Aber ich habe das Gefühl, in Amerika haben sie auch viel mehr Macht. Wahrscheinlich liegt es an dem. Schlittern wir mal da runter. Ja, das ist wirklich ein super Sprung gewesen. Hey, Engel! Hey. Okay. Aha, okay. Kann ich den auch werfen oder so? Oder vielleicht auch nicht. Okay, fast. Die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es macht Spaß. Ich habe nur so Info, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Ich habe zwar schon häufiger was davon gehört. Wie sicher ein paar von euch, weil das Spiel ist nicht so neu. Aber selber gespielt noch nie. Habe ich dich nicht gar können? Alter. Komm mal nicht so. Nein, ich komme mal jetzt nicht so. Sind das dort oben eigentlich meine Leben? Wo so irgendwie ganz komisch. Okay, du stirbst mal, dankeschön. Wahrscheinlich sind das dort so 3-mal Leben vielleicht. Hoffen mal, weil meine Leben sind jetzt gerade finito. Und ich sollte vielleicht bald einmal Nachschub bekommen. Gott. Okay, gehen wir da weiter. Und ich da noch irgendwas Gescheites? Aus so komische Menschen, die nicht wissen wohin. Wie wär's mit in einem Gebäude rein? Wieso haben die überhaupt so komische, naja, so Hoverflügel? Sollten die nicht irgendwie angewachsen sein? Autsch.
Oh, nice. Was bist du für ein Oberbabo? Autsch. Lecker Snack. Und noch mehr Snack. Ist sicher gut für 10, wenn man so an der Rüstung sich muss durchbeissen. Unmöglich. Abaddon. Was ist das? Wo sind meine Brüder? Das kann nicht sein. Das letzte Siegel. Mein Gott. Ich hoffe mal, das ist nicht dein Gott, sondern nur einer von seinen Wie Engeln. konnte das passieren? Schön machen dir das. Konzentriere dich lieber mal auf den Kampf. Das 7. Siegel wurde nicht gebrochen. Oh oh. Bam bam bam. Um Himmels Willen hast du getan? Ich bin dem Ruf gefolgt. Hallo, großes, böses Dämon. Du willst ein bisschen spielen, hä? Das ist jetzt aber ein bisschen ungünstig. Okay, ich mache noch den Kampf und dann ist wahrscheinlich der Let's Play mal fertig. Wow. Wie? Okay, konzentrieren. Und mit dem kann ich es wechseln. Okay, und mit RT werfe ich. Oh, nice. Haha, Bitch. Bam. Bitch. Okay, ich komme da nicht weiter dahinter. Nein, da hinten jetzt nichts mehr. Ah, ich muss. So. Nice. Ha, in your face. Komm nur mal da rein. Los, mach irgendwas. Ich wich allem aus. Oh oh. Oh oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh oh. Autsch. Ja, vielleicht sollte ich bei so Zeug springen. Nein. Autsch. Komm nochmal, komm nochmal. Oh. Usch. Au. Ups. Hauptsache du holst irgendwelche Autos aus der Lava raus. Aua. Lass doch den Scheiß. Plonk. Und. Plonk. Und. Pam, pam, pam. Alter, du bist so schwach. Dass du zuckst schon zurück, wenn ich dich nur ein bisschen antätschle. Wo laufen? Ja. Kann ich mich jetzt so auf? Ja, kann ich. Alter, geil. Da, bam, bam, bum, ha. In your Fatze. Ich füge dich mit dem Facebook hinzu. Hahaha. Oh. Ah. Du kommst nicht an mich ran, du kommst nicht an mich ran. Wow. Du kommst fast an mich ran. Du kommst immer. Wow, oh. Ich habe nicht so gerne Autos in meinem Gesicht, danke. Bam. Und. Pam. Oh Gott. Du bist so ein. Oh, finish him! Einmal ins Auge. Autschi. Einmal rauf und. What the hell? Du hast Glück gehabt. Ich muss flüchten. Ah! Autsch. Das Gesetz wurde gebrochen. Genau wie du, Reiter. Hat der einen sächsischen Akzent? Reiter. Ja. Das wird eine längere Folge, aber ja. Das Gesetz ist klar. Wenn das 7. Siegel gebrochen wird, reiten die 4 Reiter los, um die Üble zu bestrafen. Seien sie nun Söhne der Menschen
Herren des Himmels oder Abschaum der Hölle. Über alle Bewohner der Erde wird gerichtet und der Pakt wird erneut geschmiedet. Du hast deine Aufgabe vergessen, Reiter. Du hast das Gesetz vergessen. Es wurde nicht gerufen. Und doch ist der Zerstörer losmarschiert und dort wurdest du gefunden. Unter seinem schwarzen Banner, wenn die Behauptungen stimmen. Zur Hölle mit euren Behauptungen. Die Siegel wurden gebrochen. Ich wurde gerufen. Wo sind dann die anderen Reiter? Wurden sie nicht ebenfalls gerufen? Die 7 Siegel sind verborgen, wie sie es schon immer waren, seit der Pakt vor Äonen geschmiedet wurde. Sie sind alle intakt. Es gab keinen Ruf. Du hast den Dunklen geholfen. Hast ein heiliges Abkommen gebrochen, das die Menschheit ins Verderben stürzt. Du hast das Gleichgewicht gefährdet. Streitest du das ab? Als ich ritt, waren Himmel und Hölle bereits im Kriegszustand. Abaddon war dort. Er wusste etwas. Abaddon ist gefallen, als er das Chaos bekämpfte, das du entfesselt hast. Ich kämpfte, war aber machtlos gegen die Dämonen. Und doch beschuldigt ihr mich. Deine Niederlage beweist gar nichts. Wahrscheinlich hat der Zerstörer sich deiner entledigt, nachdem er mit dir fertig war. Du hast das Gesetz besudelt, Reiter. Du wirst bestraft. Ich diene nur dem Rat. Nur dem Gleichgewicht. Wie die Reiter es schon immer getan haben. Schickt mich zurück. Ich werde die Verantwortlichen bestrafen. Wie? Welche Hoffnung hast du gegen die Armeen des Zerstörers? Du bist machtlos. Dann werde ich scheitern. Und die Dämonen werden euer Urteil vollstrecken. Nun gut, du kehrst zur Erde zurück. Aber du wirst beobachtet. Tritt vor. Dieser Beobachter ist an dich gebunden. Er wird deine Loyalität sicherstellen. Vergiss das nicht, sonst werde ich deine Innereien beobachten. Genug. Erhebe dich, Krieg, und wappne dich. So. Okay. Ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir dem Ganzen auf die ja. Schauen wir mal, dass wir dem Ganzen auf die Schliche kommen. Oder so ähnlich. Und ich hoffe, es hat gefallen. Lasst einen Kommentar da. Sagt, wie es euch gefällt. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie Darksiders. Chaosfresser. Ah, Die wütende Klinge dürstet nach Vernichtung. ja, schön. Gut. Also, wie schon gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.